Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum großen FC Bayern Saisonfazit. Bevor wir reingehen, bevor ich euch erkläre, wie ich das Ganze staffel, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Wie werde ich das Ganze angehen? Ich werde jetzt hier versuchen, so ein 10-15 Minuten Video zu machen, vielleicht wird es auch 20, ich weiß es noch nicht. Wo ich so meine Meinung in Kurzform darbringe, weil ja nicht jeder sich da irgendwie Videos reinballern will, die irgendwelche ewigen Stunden lang sind. Ansonsten werde ich ein Video zum Verein, eine Vereinsführung machen, ein Video zum Trainer und Trainerteam und dann wahrscheinlich 1 oder 2 Videos zur Spielerbewertung. Das ist der aktuelle Plan, wie ich das hier angehen möchte. Und damit gehen wir mal rein. Also erstmal von außen drauf betrachtet, denke ich, werden die meisten, die nicht Bayern-Fans sind, oder auch viele Bayern-Fans, meine Meinung sehr wahrscheinlich gar nicht verstehen. Weil wir sind natürlich Tabellendritter geworden, wir sind im Halbfinale der Champions League. Ja, im DFB-Pokal sind wir 2. Runde raus. Das ist natürlich so der große Kritikpunkt, aber ansonsten war es ja jetzt rein ergebnistechnisch jetzt nicht irgendeine Saison, wo du sagst, boah, die war richtig scheiße. Ja. Klar, ich kenne auch das Argument, yo, Leverkusen, Ausnahmesaison, bla, Sülz, dann wären wir noch Meister geworden. Nee, wären wir nicht, weil Stuttgart Zweiter geworden ist. Ja, wir haben viele Punkte geholt, die in anderen Jahren zur Meisterschaft gereicht hätte, aber wen interessiert's? Wir leben im Hier und Jetzt und vergleichen nicht irgendwelche Punkte, Tore mit irgendwelchen anderen Jahren. Ja. Ansonsten muss man sagen, wenn wir mal das differenziert betrachten, also ergebnistechnisch, Platz 3, ja, alles gut. Du kannst nicht jedes Jahr Meister werden, erst recht nicht nach 11 Jahren hintereinander. Ja. Alles gut, Leverkusen hat eine super starke Saison gespielt, ist ein Argument, alles ist tutti. Champions League Halbfinale, alles gut, ja, bist natürlich auch noch super unglücklich durch eine Schiri-Entscheidung ausgeschieden. Von außen betrachtet, alles super, 2. Runde DFB-Pokal, kannst du mal ausscheiden, erst recht gegen Saarbrücken, die noch 2 Bundesligisten rausgehauen haben. Also war es eigentlich eine relativ gute Saison, wenn man ergebnistechnisch von außen mal drauf guckt. In Wirklichkeit war es eine Katastrophensaison und der Gipfel eines sich seit 2 Jahren entwickelnden negativen Strudels. Ja, wenn wir ganz kurz mal auf die letzte Saison schauen, wo wir die Meisterschaft von Dortmund geschenkt bekommen haben. Ansonsten wäre da auch schon eine Nullnummer gestanden. Ja. Fußballtechnisch keinerlei Entwicklung, eher eine Rückentwicklung, Spielerentwicklung nicht vorhanden, bis vielleicht auf 1, 2 Ausnahmen. Selbst die sind super schwer zu finden, aber wenn wir positiv sind, können wir den Tuchel die Entwicklung von Pavlovic vielleicht anrechnen. Was ich persönlich nicht tue, ja, werde ich dann auch in den ausführlicheren Videos euch darlegen. Warum? Ich denke, Thema Vereinsführung, Katastrophe. Katastrophe, Außendarstellung. Uli Hoeneß, eine Katastrophe in der Außendarstellung. FC Hollywood 2.0. Ja, also ehrlich muss man sein. Es ist eine Katastrophe, was unsere Außendarstellung gerade auch bei der Trainersuche ist, aber auch vorher die Entlassung von Kahn und Brazzo. Ja, am Ende des Tages war es richtig wahrscheinlich, ja. Aber wie das vonstatten gegangen ist, auch eher schwierig, meiner Meinung nach. Was ich nicht ganz verstanden habe, wenn man kurz einen Rückblick macht auf die Saison, warum es eine Petition für Tuchel in der Rückrunde gab, warum man in der Rückrunde den Tuchel gefeiert hat. Das war die schlechteste Rückrunde, ich glaube, seit 11 Jahren oder sowas. Katastrophe, wenn man sich da auch da nur mal die Bundesliga-Tabelle anschaut, wo wir da sind. Hinrunde war ja ergebnistechnisch noch okay. Fußball war genauso grausam wie die Rückrunde. Und die Rückrunde war einfach nur das logische Ergebnis von der Hinrunde. Ja, in der Hinrunde haben uns ganz, ganz viele Ergebnisse über den katastrophal schlechten Fußball, den wir gespielt haben, hinweggetäuscht.
Ja, das muss man ganz klar sagen. Unser Fußball oder unsere Fußballstrategie war darauf begründet, vorne spielen wir den Ball nach Harry Kane oder nach Leroy Sané, machen wir durch irgendeine Einzelaktion eine gefährliche Situation und erzielen ein Tor. Das war unser Fußball. Und das war unser Fußball über 90% der Spiele. Ja. Das ist natürlich zu wenig. Und nochmal in der Hinrunde haben wir super viel Glück gehabt, dass die einzelne Qualität eines Harry Kane oder auch eines Leroy Sané da über oder auch eines Matistel, ja, in den ersten Spielen, da ganz, ganz viel über den super schlechten Fußball hinweggetäuscht haben. Deswegen meiner Meinung nach, wenn man das differenzierter betrachtet oder wenn man mal ein bisschen weiter reingeht, fußballerisch war das, die letzte Saison war schon schwach fußballerisch. Ja, diese Saison hat da nochmal einen draufgesetzt. Ja, auch wenn man die Champions League mal ein bisschen genauer betrachtet, ja, weil da ja eben alles schön geredet wurde, auch da waren super schlechte Spiele gegen Manchester United, gegen Kopenhagen, Galatasaray Istanbul auswärts, Lazio Rom auswärts. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann und sagen kann, boah, der FC Bayern, ja, super starke Champions League-Saison gespielt. Ja, na klar, wir waren dann am Ende des Tages im Halbfinale. Klar, wir haben super gutes Hinspiel bis zur 60. Minute gegen Real Madrid gemacht. Wir haben ein gutes Rückspiel gegen Arsenal gemacht, sehr gutes Rückspiel gegen Arsenal zu Hause. Wir haben auswärts in Arsenal ein gutes Hinspiel gemacht. Na klar, waren da ein paar Ergebnisse, aber am Ende des Tages war es eine Katastrophensaison. Ja, auch wenn es von außen betrachtet und vom Ergebnissen her nicht wirklich danach aussieht, aber es stand nie ist gelogen. In 3 Spielen hat man vielleicht das Gefühl gehabt, ja, das könnte doch eine Mannschaft sein. Ja, da könnte sich doch mal was zusammengerauft haben. Ansonsten hat man nie das Gefühl gehabt, nur ansatzweise, dass eine Mannschaft auf dem Feld steht. Ja, man hat immer das Gefühl gehabt, was ein Thomas Tuchel natürlich mit seiner Art von Fußball auch extrem gefördert hat, es sind 11 Ich-AGs. Weil nochmal, Thomas Tuchels Fußball war beinhaltet, vorne spielen wir den Ball zu irgendjemandem, so eine Einzelaktion machen und wir erzielen ein Tor. Dass das natürlich auch nur einzelne Egos fördert und nicht irgendwie irgendeinen Zusammenhalt, kann man sich an einer Hand abzählen. Also, wir haben nie das Gefühl, oder ich hatte nie das Gefühl, dass nur ansatzweise eine Mannschaft auf dem Feld stand. Aber das war schon letztes Jahr so. Ja, und dieses Jahr genau dasselbe. Thomas Tuchel hat es nicht hinbekommen. Thomas Tuchel hat katastrophale Pressekonferenzen gegeben mit katastrophalen Aussagen, wo er teilweise recht hatte, wo er es auch teilweise gut analysiert hat, aber nie das dann umgesetzt hat, was er erzählt hat. Katastrophale Aussagen wie, ich habe keine Ahnung, woran es liegt, wir werden weiter hart dran arbeiten. Das hat er über das ganze Jahr erzählt. Nicht einmal irgendwie selbst reflektiert. Ich erinnere mich an die PK, was war's? Heidenheim oder was? Wo der Trainer, der von Heidenheim dieselbe Frage bekommen hat und die super stark beantwortet hat und Tuchel wieder da saß und sagt, ich habe keine Ahnung, wir müssen das erstmal analysieren. Genauso wie Tuchel da oft saß und sagte, oh nee, das muss ich mir erstmal angucken, das Spiel. Ich weiß gar nicht, wie das Harry Kane jetzt gespielt hat. Also Tuchel wirkte oft gar nicht anwesend. Ja? Gerade was nach dem Spiel irgendwelche Fragen anbelangte zum Spiel, kam ganz, ganz oft die Aussage, ja, ich muss mir das erst nochmal anschauen und analysieren. Man hat immer von außen, oder ich habe immer von außen das Gefühl gehabt, Thomas Tuchel identifiziert sich null mit diesem Verein. Ja. Das hat er ausgestrahlt, das hat er auch durch seine Interviews und Pressekonferenzen wiedergegeben und das war, glaube ich, ein ganz großer Knackpunkt auch. Vereinsführung, habe ich gerade schon gesagt, katastrophales Bild. Also Christoph Freund zu verpflichten, war gut, war richtig. Oliver Kahn rauszuwerfen, I don't know, kann ich ganz schwer beurteilen. Dann Chrissy hinzusetzen, war im ersten Moment auf jeden Fall sehr gut, ja, weil er einfach ein bisschen wieder diese Lockerheit brachte, ich bin auch mal präsent, auch in irgendwelchen PKs und setze mich dahin und bin der nette Mann und strahle wieder dieses Mir Samir-Gedöns aus. Dazu ein Christoph Freund dahingesetzt. Problem an der ganzen Sache war dann,
Ja, dass ein Christoph Freund dass man nie das Gefühl hat, jo, er hat alle Kompetenzen, er kann jetzt mal loslegen und kann mal machen und tun. Dasselbe mit dem Dresen. Dasselbe mit einem langen Hickhack dann mit Max Eberl, ja, dass er sich dann endlich entschieden hat, endlich der Messias ist da. Hat auch einen sehr guten Eindruck gemacht, alles was er gesagt hat, seine PKs, sein Einstand und so, super sympathisch, hat alles Sinn gemacht. Man hat gemerkt, er hat super viel Ahnung vom Fußball und so weiter, das möchte man ihn gar nicht absprechen. Und auch dann hat man ja ganz klar dargelegt mit einem Interview von Uli Hoeneß in der FAZ oder eine Podiumsdiskussion, whatever, dass Max Eberl eigentlich auch keinerlei eigenständige Rechte hat. Auch er muss alles abnicken lassen vom Aufsichtsrat beziehungsweise von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Also du stellst einen Sportdirektor und einen Sportvorstand ein, die sportliche Situation eigentlich entscheiden sollten, bis zu einem gewissen Maß. Ich gehe mit, dass ein Aufsichtsrat, was ein Kontrollgremium sein soll, dafür da ist, dass man sagt, keine Ahnung, ab 30 Millionen Transferausgaben, komm, lass uns da mal drüber gucken, wir haben Kompetenz, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, lange Fußballer, nicht, dass da irgendwie die absolute Pfeife bei ist und wir irgendwie so viel Geld verbrennen. Fühle ich 100%, dafür haben wir ja diese Leute im Verein, die super viel Expertise haben. Perfekt, ja. Aber, dass jetzt bei jeder sportlichen Entscheidung Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und wie sie noch alle heißen in dem Aufsichtsrat, die da hocken, das absegnen müssen, ist leider eine Katastrophe und hat nichts damit zu tun. Ich erinnere mich noch, wo Max Eberl vorgestellt wurde, dass der Heiner da saß und sagte, ja, jetzt haben wir nur noch, weil ein Vorstand ja noch aufgehört hat, jetzt haben wir nur noch 3 Vorstände, Dietrich, glaube ich, unser Finanzvorstand, Christian Dresen und Max Eberl. Diese 3 Vorstände können sämtliche sportlichen Sachen sehr schnell, sehr kurz beschließen, weil es ein ganz kleiner Kreis nur noch ist von 3 Leuten, die alles entscheiden können. Ja. Damit hat man sich super lächerlich gemacht, weil man genau jetzt sieht, dass es nicht so ist. Und ein Uli Hoeneß das ja auch ganz klar dargelegt hat, dass es nicht so ist. Deswegen haben wir jetzt diese Trainerphase, die wir aktuell noch haben. Hat man sich einen Gefallen getan, zu sagen, im Februar Thomas Tuchel ist nächste Saison weg. Wenn wir uns die Hinrunde und die Rückrunde mal anschauen, dann definitiv nicht. Ja. Können wir mal ganz kurz einen Blick reinwerfen in die Statistik, wie wir sehen. Nehmen wir mal die Bundesliga zum Beispiel. Also wir sehen es, Hinrunde super stark, ja, von den Ergebnissen her. Fußballerisch war es genau dieselbe Katastrophe wie eine Rückrunde, aber eine Hinrunde haben wir dank der Einzelaktion, dank Leroy Sané, dank Harry Kane, haben wir die Dinger gewuppt, haben gute Ergebnisse erzielt und wir sehen es, 1 Punkt hinter Leverkusen mit einer Niederlage. Jetzt scrollen wir mal runter. Das ist die Rückrunde. Platz 5. 28 Punkte. Leverkusen 45. Konstante Rückrunde wie die Hinrunde, habe ich auch so gesagt, dass es so kommen wird. 28 Punkte haben wir geholt. 9 Siege, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen, 30 Gegentore. Sollen wir mal durchzählen, wer schlechter war in der Rückrunde? TSG Hoffenheim, Frankfurt gleich schlecht, Freiburg, Köln, Bochum, Gladbach, Darmstadt. Alles andere ist stärker in der Defensive. Also, Leute, natürlich können wir im Nachhinein immer klug scheißen. Aber da sieht man doch, dass die Rückrunde eine Farce war und dass das preiszugeben, dass Thomas Tuchel oder dass man Thomas Tuchel schon im Februar entlassen hat. Klar ist da nicht nur der Trainer dran schuld, ja, natürlich auch ganz, ganz viel die Führung, die Spieler, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber am Ende des Tages, habe ich schon so oft gesagt, stellt der Trainer die Spieler auf. Und man sieht doch anhand dieser Statistik, dass auch der Trainer und die Spieler keinen Bock mehr hatten. Ja. Das Ganze war natürlich dann nach der Katastrophenwoche mit der Niederlage gegen Leverkusen, Bochum und Lazio war es, glaube ich, ne? Danach hat man keinerlei Lust mehr auf die Bundesliga gehabt. Man hat es hergeschenkt, man hat es weggeschenkt. Das ist der Charakter dieser Mannschaft. Und das ist eine absolute Katastrophe. Und deswegen
aus meiner Sicht auch eine absolute Katastrophensaison. Auch wenn es von außen betrachtet mit Platz 3 und so weiter immer noch gut ist. Und klar, wir FC Bayern-Fans haben natürlich auch einen anderen Anspruch. Ja, für andere wäre das eine super starke Saison mit Platz 3 und Halbfinale Champions League. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber diese Mannschaft hat keinerlei Charakter. Diese Mannschaft ist satt. Die einzelnen Spieler sind satt. Gehe ich darauf rein, auf jeden einzelnen Spieler in den kommenden Videos. Die Außendarstellung ist eine Katastrophe und der Trainer war auch eine Katastrophe. Ja, auch wenn die Hinrunde sehr viel überdeckt hat, trotzdem, auch in meinen Augen, war der Trainer eine Katastrophe. Und wie man dann in der Rückrunde auf die Idee kommen kann, eine Petition zu starten als FC Bayern-Fan oder Fans, dass dieser Trainer bleibt, der diese Rückrunde gespielt hat. Leute, wie dumm muss man sein? Sorry. Also wenn das der Anspruch ist, dass man einen Trainer behalten möchte, der in einer Halbserie für den FC Bayern München Platz 5 holt mit 28 Punkten und 41:30 Toren bei 9 Siegen, 1 Unentschieden und 7 Niederlagen, ja, dann weiß ich auch nicht. Der hat den Schuss nicht mehr gehört. Ja? Dass die Leute sich daran aufgeilen, dass wir im Champions League Halbfinale waren und deswegen unbedingt diesen Trainer behalten müssen. Ich weiß nicht, warum man diesen Trainer so abgefeiert hat. War das jetzt eine große Kunst, zu sagen, ich stelle mich gegen Arsenal und gegen Real Madrid hinten rein und spiele auf Konter? Wow. Taktisch eine 1 plus mit Sternchen oder was? Nee, keine Ahnung. Selbst die Fakten, selbst die Statistiken sprechen ganz klar dagegen. Die Farce daran war, dass dieser offene Brief dann da geschrieben wurde, der dann auch noch im Namen der FC Bayern-Fans unterschrieben wurde. Katastrophe. Der Höhepunkt dann zum Saisonende hin, dass man ernsthaft nochmal mit Tuchel eine Woche verhandelt hat. Auch da. Hallo, lieber Max Eberl, Christoph Freund, weil das waren ja anscheinend die treibenden Kräfte. Ist das der Anspruch des FC Bayern? 9 Siege, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen, 41:30 Tore in einer Rückrunde mit 28 Punkten in der Bundesliga? Das ist der Anspruch des FC Bayern München? Das ist dann der Gedanke dahinter zu sagen, geil, komm Thomas, du warst so stark erfolgreich, wir haben ganz knapp die Meisterschaft verpasst. Bitte bleib unser Trainer nächstes Jahr. Katastrophe. Ich meine, dass er sowieso erst die 5., 6., 7., 8. Wahl war. Brauchen wir hier gar nicht drauf eingehen. Da machen wir mal ein Video, wie der Ausblick ist, nachdem ich das Saisonfazit durch habe, wie der Ausblick ist auf die kommende Saison, meiner Meinung nach. Das wird auch ein wilder Ritt werden. Ja, das ist in kurzen Texten zusammengefasst, wie ich die Saison sehe. Ja, ergebnistechnisch, wenn wir rein auf die Ergebnisse gucken, ist die Saison okay. Rein vom Leistungsprinzip, vom Spielerischen, vom Fußballerischen, absolute Katastrophe. Von jedem einzelnen Spieler, mit ganz wenig Ausnahmen, absolute Katastrophe. Trainerteam, absolute Katastrophe. Vorstand, Vereinsführung, Uli Hoeneß, nochmal explizit erwähnt, absolute Katastrophe. FC Hollywood hoch 10. Man hat das Gefühl, dass dieser Verein, ich habe es im Talk mit dem Olli schon gesagt, dass dieser Verein aktuell im Auto sitzt und mit 200 km/h auf die Wand zurast. Das ist das Gefühl, was man gerade hat. Und ich sage voraus, um das schon mal vorwegzunehmen, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Wir sind noch nicht am Ende angekommen. Wir sitzen immer noch in diesem Auto und fahren immer noch mit 200 km/h auf die Wand zu. Obwohl man jetzt die Möglichkeit hatte, mit Max Eberl den absoluten Schnitt zu machen und zu sagen, pass mal auf, das ist jetzt Max Eberl, das ist der Dude, der jetzt der starke Mann ist, der starke Sportvorstand ist und man hätte zurücktreten können, hätte sich zurücknehmen können, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit. Man hätte intern ja weiterhin da sich einmischen können. Diese Chance hat man vertan und hat damit sogar noch bewiesen, dass ein Max Eberl ein Sportvorstand ist, genauso wie Christoph Freund ein Sportdirektor ist, die beide nicht wirklich Entscheidungskompetenzen haben. Und das ist sehr, sehr wild. Und deswegen mein Take.
Wir sind noch nicht am Ende angekommen. Ne? Wir sind immer noch nicht am Ende angekommen. Es wird nochmal richtig derbe knallen bei uns. Ja. Gut, Leute, das ist die Kurzfassung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß, ich stehe mit dieser Meinung, gut, hier auf dem Channel vielleicht nicht alleine da. Hier sind ja mehr so auch so kritische Bayern-Fans, aber ganz, ganz viele Bayern-Fans, die sich nicht wirklich mit dem Fußball auseinandersetzen, nicht wirklich mit dem Vereinsleben auseinandersetzen, werden das natürlich ganz anders sehen. Das ist auch völlig fein, Leute. Fühlt euch nicht angegriffen. Ich fühle mich von eurer Meinung auch nicht angegriffen. Wenn ihr das alles toll fandet, ihr den Tuchel toll fandet, ihr irgendwelche Argumente findet, dass der Tuchel doch so ein geiler Trainer war, weil er im Champions League Halbfinale stand, ja, dann Glückwunsch. Völlig fein für mich. Jedem seine Meinung und damit, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, wie immer an dieser Stelle. Vielen lieben Dank für euren Support. Im nächsten Video gehe ich rein erstmal in die Vereinsführung. Das wird schon wild werden. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.